Egal welche Farbe sie haben, egal ob rund oder länglich, klein oder groß. Tomaten aller Art sind bei Helga Dressel in allerbesten Händen. Servus, ich bin die Tomatenfrau von Staffelstab. Meine Leidenschaft sind Tomaten, alte Sorten, historische Sorten. Ich liebe sie wie Rosen, weil die genauso zickig sind. Zickig oder nicht, seit ihrer Kindheit liebt und sammelt Helga Dressel Tomaten. Sage und schreibe 678 Sorten hat sie mittlerweile. In ihrem Garten im oberfränkischen Grundfeld zieht sie gerade 170 Sorten groß. Für mehr ist einfach kein Platz. Schon Anfang August leuchtet die Ernte nur so aus den Körben. Kein Vergleich mit Supermarktware. Die alten Sorten schmecken fruchtig, schokoladig, intensiv. Es ist eine Sammelleidenschaft und die Sammelleidenschaft bezieht sich über 50 Jahre. Immer von Reisen, Urlaub, die Kinder waren unterwegs, mein Papa war unterwegs. Und wenn andere Rosen und Blumen bekommen, bekomme ich Tomaten mitgebracht. Aus Frankreich, China, Peru und Spanien zum Beispiel, aus allen Ecken der Welt. Das ist die Tomatillo Bourbon, die kommt aus Mexiko, ist eine typische Obsttomate, wächst in so einer Hülle. Und man sieht schon, wenn die Hülle dürr wird und aufplatzt, dann ist die Tomate zeitig. Dann faltet man das so auf und nimmt sie einfach von der Hülle weg. Die Saison beginnt schon im Februar. Bald belagern 700 Setzlinge Wintergarten und Wohnzimmer. Nach den Eisheiligen dürfen sie raus. Die Mission der Tomatenfrau? Alte Sorten erhalten und nachzüchten, doch dafür müssen die Tomaten sortenrein bleiben. Das heißt, sie muss schneller sein als die Hummeln, die Blütenstaub kreuz und quer durch den Garten tragen. Also bestäubt sie jede Pflanze selbst. Ganz einfach. Die ist jetzt noch geschlossen. Und dann nehme ich meinen Finger und dübbel einfach vorne hin. Dann fällt der Samen nach innen und die Pflanze bestäubt sich. Die Stiele bleiben bis zur ersten Frucht nackig. Durchs Gießwasser könnten sich sonst Pilze ansiedeln. Oberhalb und unterhalb einer Rispe lässt sie Blätter stehen. Die schirmen die Früchte vor der Sonne ab. Nicht jeder Hobbygärtner kann übers Jahr so viel Zeit und Liebe aufbringen. Aber die Tomatenfrau hat gut umsetzbare Tipps für jedermann. Zum Beispiel zum richtigen Gießen. Eher wenig ist Tipp Nummer 1. Und was ich einmal noch sage, was ganz wichtig ist, gießt früh, abends muss es trocken sein, die Erde. Die Tomate ist weiblich, die Tomate. Und keine Frau geht gern mit nassen Füßen ins Bett. Beim Mulchen haut die Tomatenfrau fast alles drauf, was Küche und Garten hergeben. Salatreste, Grasschnitt, ausgegeizte Triebe, Brennnesseln und sogar ein Schlückler Bier ab und zu. Sind halt doch fränkische Tomaten. Und beim Düngen schwört sie auf ihr Geheimrezept. Sie weiß, Tomaten lieben Bananen. Weihnachten muss die ganze Familie Bio-Bananen essen. Die Schalen werden am Kachelofen getrocknet und dann wieder Moulinette vermahlen zu Sandpulver. Und das ist dann mein Dünger. Die Liebe zur Tomate liegt in der Familie. Bis heute schlägt Helga Dressel gern im Gartenbuch von 1922 nach. Da hat der Vater schon über die Pflege alter Sorten gelesen. Von ihm und der Oma hat sie Samen geerbt. Und schon als Mädchen stöberte sie gern im großen Familiengarten. Die schönsten Exemplare nimmt sie her zur Samengewinnung. Die Kerne kratzt sie vorsichtig raus. Im Wasser trennt sich dann langsam der Tomatenglibber von den Kernen. So bleiben die getrockneten Samen bis zu 20 Jahre lang haltbar. Jedes Frühjahr schaut die Tomatenfrau, wo Samen knapp werden und was sie dringend auspflanzen muss. Sicher verpackt und gut beschriftet ruhen heute 678 Sorten in ihrer Tomatensamenbank. Zum Gedeihen schwört sie auf Streicheleinheiten. Täglich gibt's jede Menge Liebe. Das sind Lebewesen, die wissen das. Wenn man natürlich eine Tomate einfach in ein Töpfchen setzt und sagt, so, mach dein Ding, dann gageln die. Die schießen in die Luft.
die kippen um, die sagen, wo bleibt meine Liebe? Und das ist auch im Sommer im Garten dann so. Also eine Tomate braucht wirklich viel Liebe. In guten Jahren gibt der Garten hunderte Kilo her und die ganze Familie packt bei der Verarbeitung und beim Einkochen an. Vieles wird regional verkauft, Aufstriche, Soßen, Ketchup. Aber gebackene Tomatenfocaccia und frischen Tomatensalat lässt sich die Familie selbst gern schmecken. Und nach all der Arbeit darf auch Zeit sein für Genuss.